Okay, ik wil nog wieder gaan met mijn thema on geloven, een geschenk van God. Mijn vriend had zo zei dat God de is wat ons de geloven geeft. Dat ons geloven, wat het geloven is, dat vangt van God aan. En dat God zijn woord ons geloven immer weer sterken deed. Dus dit is de laatste vers waar we laatst van reden, Römer kapitel 10, vers 17. Dit is al jaren immer een van mijn versen geweest, wat ik zo zei geleerd heb, dat brengt de ziel waar dat tree op God en op God zijn woord. Also komt de geloven uit de predigt, aber de predigt uit God zijn woord. So dat helpt niet, wenn we hier met schijnen weer alle soorten en ons kan verbrengen wat we zelfs hebben uitgedacht. Dat is niet wat de kracht is. De kracht is in God zijn woord. God zijn woord is wat de kracht heeft mensen te raden. En zo, also, ik wil even verder helemaal lezen. Also, komt de geloven uit de predigt, aber de predigt uit God zijn woord. God zijn woord heeft kracht. De gelovensgeschenk komt durch van God horen en van God kan je leren. Dat is wat mijn ziel is geweest. Deze voor de middenboodschap wat ik hier nu al hoor. Van God te horen en God kan te leren. So, da zijn we geschickt in de wereld, zijn we geschickt, dat Evangelium mitteilen, wenn Menschen fehlt God te horen. En wanneer je van God aan je hoort, dan fehlt er ook dat de van mij van God leren. De mij voor u van God leren dan, de leichte is dat aan den geloven. So, wir haben Kraft. En dat weet we, Jacobus redt van dat onze tong, onze woord, die haben Kraft. We kunnen mensen opbouwen, we kunnen mensen doorrichten, we kunnen mensen een Hunger geven voor God zijn woord, we kunnen mensen wegschuiven van God. We kunnen veel doen met onze woord. Aber wanneer wir zijn kracht ja, wanneer wir zijn kracht ja, meine oder Gott zijn. I mean, dat is een zeer einfache vraag. We weten zeer goed de antwoord, dat zijn God zijn. Aber de ganze Ursache, waarom ik aan dit thema dacht en waarom ik de boodschappen heb uitgebracht van waar ons geloven komt, als ik had het gemerkt dat zij verten de macht wat je legt op de mensen in de wereld. En van der zijn we in zo'n tijd, ik was vielleicht nog immer zo'n tijd geweest, wo er zijn falsche Lehren geweest, wo er zijn falsche Prediger geweest, wo er zij gaan de mensen het centrum gemerkt van dit Ganze. En dat is mijn ziel als ware God het centrum merken, dat we kunnen zeggen dat Jezus Christus, dat God en God zijn woord, de Maat is, de hoofdpunt, de kracht geput is. We weten dat wenn we worden God, al die wat er werkelijk God aanroepen om in geloven, die worden geraad te worden. Aber verten de druk wordt opgelegd aan de woord wat we zeggen. En zo mensen verten zijn lang in twijfel, die zijn vielleicht al bekeerd, jong bekeerd of wat immer, en zijn lang in twijfel, zijn ik werkelijk bekeerd en verten de hoop de onderzoeken zichzelf en de onderzoeken zelfs, wanneer wird hij gezegd, hij de rechte wird gezegd en meen ik dat ernstlich. En dat is ganz de aardige ziel. Leider meer tijd brauchen aan vragen, wat zegt God? Wat heeft God gezegd? Wenn God zegt, dat is vraag, wat meen je damit? Wenn God zegt, al die wat aan mij geloven, die worden geraad zijn, wat meen je damit? Wenn we meer tijd nemen aan God zijn wir denken en steht aan onze ene wird, wat we hebben gezegd, dan waar we veel bozer zaken worden in onze radung. En zo, waar de geloven komt er horen en horen dat God zijn woord, en dat zijn God zijn wird, wat de kracht hebben, niet onze. Deze vers heb ik ook einmal zei geleerd, Apostelgeschichte kapitel 11 vers 14. Dat is de geschichte van Petrus, de soldaat. De soldaat die wordt het evangelium kregen. En de engel die zegt de centurion, de soldaat, er wordt einer komen. En dan is deze vers, die wordt weer te die reden, daar ik wonen, du en die ganze huis worden geraad worden. Die wordt weer te die reden.
En deze Wert zijn God zijn Wert. Deze Wert, wat ons kan raden, zijn God zijn Wert. So, het is zeer wichtig dat we deze Wert hier doen en dat we durch deze Wert kan geraad worden. En dat wat, wanneer we al geraad zijn, ons zekerheid wordt gebuurd op God zijn Wert. Niet op onze gebeden, niet op wat we al allemaal versproken hebben, niet op wat irgendwer heeft gezegd, wat buiten de Bibel is. Wanneer we het predigen, hier boven oder wo immer, kan helpen dat irgendwer zum Glauben kommt oder dat irgendwer sicher wordt in der Glauben, dat heeft nichts te doen met onze Wert, dat heeft bloß te doen, wenn het wirklich wahr ist, wenn het wirklich een gegründe Glauben ist, dann ist es bloß, wenn wir haben Wert gesagt, wat Gott al gesagt hat. Und dat is ons, alles wat ons Arbeit ist, als die Menschen denken haben, was sieht Gott. Und das ist, wo die Kraft ist. So, dat is interessant, dat die, wanneer we zijn vruchtbaar warst, zoals ik zei, dat heeft te doen met God en niet met onszelf. Nu waar we naar Philippa gaan, kapitel 1, vers 15. Dus de Paulus is hier in gevangenis. Die zat in gevangenis en die hield wat entweder je hebt hem nu recht, wat ooit het buiten, den type wat in gevangenis is. En hier zegt hij, al je predigen werkelijk Christus uit afgangs en strijd, aber andere uit Gottes Meinung. So hij redt van twee verschillende groepen. Er zijn mensen wat Christus predigen doen uit afgangs oder strijd. Die predigen am gleich ernstlich, die haben irgendwas durchhängen, warum die predigen oder was die predigen. Aber andere, ich Gottes Meinung, sagt er da, in der nächsten Vers, Vers 16, jene predigen Christus in Streit, nicht ernstlich. So, in rede von jene, die wird du nicht in Gottes Meinung predigen. Er sagt, jene predigen Christus in Streit, nicht ernstlich. So, wenn ihr nicht ernstlich tun, was ist die Ursache? Warum tun ihr? Der Ewig von der Vers sagt, sie meinen, sie wollen mit Triebsel bei meinen Käden bieten. So, jene, wo die Christus predigen, die einzige Ursache, warum die Christus predigen, ist, dass die wollen Triebsel auf mich bringen, sagt Paulus. Paulus ist in Gefängnis. Und der ist in Gefängnis, wenn er Christus predigen hat. Nu sagt er, du zijn einzige wat de christen predigen doen, bloß wenn die wel nog meer Triebsel op mijn kinderen brengen. Nou, wat moet dat passeren? Hij redt hier niet van falsche predigen. Hij redt hier niet van mensen die een ander evangelium brengen. Dat zijn mensen die vertalen het evangelium klaar en reich, bloß niet voor de rechte oorzaak. Wat is het evangelium? Het einfache evangelium is Christus als genoeg. Als wir können uns nicht an uns eine Gerechtigkeit vertrauen, wir können uns nicht auf unsere eine Worte vertrauen, dass Christus ist genug. So wer würde das Evangelium predigen, in Streit und nicht ernstlich? Besonders Paulus, die Triebsel auf Paulus bringt. Diese Menschen, die das tun, die haben wirklich gefragt, über was Paulus vertellen hat. Wo würden die wel meer Triebsel op Paulus brengen? Die gaan wieder vertellen, weet je wat hij alles zegt? Weet je wo hij Moses zijn Gesetz verachten deed? Hij zegt, durch das Gesetz hebben we niet geraad worden. Hij zegt, dat bloed plus Jezus. Wat geloof je van zo'n Heuchler, wat hij would sonst dit zeggen? Wenn ich krijg wat hij han gezegd, dat zeggen ze niet in de Bibel, maar dat zeggen ons de Ursache, waarom die das Evangelium wieder vertellen deed. Wir nicht, dass die wirklich an das Evangelium glauben, die hadden werkelijk gefragt over Paulus en wat hij zei. En so die vertalen dit wieder wat Paulus zei, bloos omdat mensen weer nog dolle opgericht worden van wat er aanging. Ik had het beste van dit mal beleefd als we in Niagara weer. We trokken in Niagara om te helpen een nieuwe kerk aanvangen en dat weer een kleine kerk. En meerdere van mijn broeders waren nog in de oudje en die werden bekeerd. En die wisten ook wat de schrift zegt van de bekering en dat we kunnen weten dat we bekeerd werden. En eenmaal is wie du
weet niet, dat zal Joren 3, wat het vielleicht nicht ganz klar sein. Aber was dann passiert, die Altchinesische, die hatten ein Meeting, die wollen bereden, was die wollen tun mit das Wort von der in der Altchinesische Kirche, in die Sinnerschullerer besonders, die hatten bei uns Gemeinschaft mit uns. Und die hatten Bibelstunden mit uns und so was. Und so dann wollen wir ein Meeting haben, und durch das Meeting wollen wir ganz klar bereden, dass wenn irgendwer ein Wort mit uns zu tun hat, dann können wir nicht mal Sinnerschullehrer sein. Dann auf einmal wird da einer Mann in das Meeting, und meine Brüder haben mir Luther vertalt, und die sagen, weißt du, was diese Menschen vertalen? Weißt du, was von den Menschen das sein, was nie gekommen sind? Das sind so eine Menschen, die sagen, wir können das weiter, wie ihr Rat sein. Und das Mann, was dort sieht, die sieht das nicht, um uns mithalten, um uns abbauen, die sieht das gleich, um die Menschen abreden, dass wir mehr Menschen gehen uns sein. Meine Brüder, was Gott sein Wort kann deuten, die führen am Fuß nach der Bibel selbst, die sagt, wir können das weiter, wie ihr Rat sein. Und so das, wo Gott kann anfangen zu schaffen, meine Brüder wiesen, dass diese Menschen, die hier mit Gemeinschaft haben, die haben nicht Vertrauen an Gott sein Wort. Und so, mir freut, wenn ich dort höre, dass diese Uitrede so passiert in der Welt, mir freut. Warum? Weil die Bibel, die war da angenommen in das Meeting. Und so Gott hat wieder geschafft. Ich glaube, das klar von was Paulus hier reden hat, ist, dass der Hirt sein, vielleicht ja somebody nur recht, und er fragt, was vertalen die da beten? Und sagt, oh, die haben das sehr gefragt, über das Glauben, was du hier bringst. Die reden, du beten, wo ausschuldig das ist, was du hier vertalen, ist, dass wir kann ganz unwirkend, dass wir kann bloß an Jesus glauben, dann war wir auf einmal ganz heilig und rein und bekehrt, und dass wir ganz unmöglich gesagt kann reich sein für Gott. Das ist, was die von die vertalen beten. Und Paulus glaubt bloß, das bloß sei Fan. Wollen wir wieder lesen? Jane predigen Christus uit Streit nicht ernstlich. Sie meinen, sie wollen mit Triebsel, bei Minigkeiten, bidon. Dieser aber uit Leib wird sie weiten, dass ich gesagt sie für die Verteidigung vom Evangelium. So, das sind die zwei Gruppen. Jane uit Streit nicht ernstlich. Dieser aber uit Leib wird sie weiten, dass ich gesagt sie für die Verteidigung von dem Evangelium. Die beiden kriegt Werkstuhl. Das ist Paulus in der Welt. Paulus sagt, diese, wo du im Glauben sein, wo das Evangelium glauben und wollen wieder vertrauen, die tun das nicht live. Und die weiten auch Werkstuhl. Die weiten, dass ich sein hier in Gefängnis und dass ich dort das Evangelium nicht wird auf sein. Die weiten, diese Menschen, wo du jetzt ein paar Eier weg von der Anfang, du sagst, Paulus, du sind mir die Christen, wo du Dollar Beruf geworden sind, wenig hier in diese Kirchen sind. Die dann nach Storche predigen ist erst, die sind Beruf geworden. Und hier sagt Paulus, die tun das nicht live, weil sie weiten, dass ich gesagt sie für die Verteidigung von dem Evangelium. Auf Englisch sagt that I am set for the defense of the gospel. Die weiten, dass ich das Evangelium zweimal auf sein. Diese Brüder, die im Glauben sind, die wollen nicht kommen, in das Gefängnis und sagen, hey, kann ich den please loslassen? Kann ich den rauslassen? Wir wollen mit denen reden, dass ich nicht mehr das Evangelium verteilt, und wir wollen verloren, wir wollen irgendwo in der Bäume antragen, und du wollen in der Kolonie anfangen, wir wollen den Tag lassen. Die tun nicht so. Warum? Wenn die wissen, Krieg, auf was Paulus stimmt. Die wissen, Krieg, Paulus ist im Gefängnis, und die würden nicht wollen haben, dass wir nicht wollen sagen, nicht Mut haben, anproben, da rauszubringen. Die tun das gehen da. Die würden gesagt, weißt du was, wenn wir denen auf einmal wollen, die Gefängnis rauslassen, weißt du was die wollen tun? Die wollen nach Berufe predigen. Die wollen nach Heim und bloß einmal war da Krieg das sein, was er sieht, wenn er es gesagt für die Verteidigung vom Evangelium. Was dann? So Paulus redet hier in Philippa, er ist in Gefängnis, und er redet hier von was er hier, von was er bieten euch. Du sind Einzige, wo das Evangelium predigen und it live,
wenn die Weiten dort echt gesagt sind für die Verteidigung von dem Evangelium. Er sind andere, die das Evangelium predigen tun. Er sagte dann nicht predigen, das wird das Evangelium predigen tun, Triebsoll auf meine Kinder bringen. Was dann? Wenn immerhin Christus auf alle Weise verkündigt wird, auf wen's uitredt oder in Wort hat, doorheben, frag mich, ja, und wo mir auch fragen. So Paulus, als du gehst in Gefängnis, wenn diese Menschen, was du gefragt haben, über was ich sehe, wenn die bloß mal wohl still sind, das ist nicht, was ich sage, den fragt dort. Ja, redet wahrlich wieder, wo ich mach einen Spott. Mach ihn fragt haben, über was ich sehe, redet wahrlich wieder, solange es je diese wird reich sein. Denn wir kriegen dort, wo die Paulus zu nichts merken, solange es der Evangelium reich kommt. Und so, hier sagt man, an dieser falschen Tag, wie Gott sein Wort als machtig. Gott sein Wort hat Kraft. Maar wenn ein Ungläubiger uit Spott, diese wird vertalen, dat hat Kraft. Wenn wir wollen irgendwo auf eine Gastnacht gehen mit Jugend reden, wo die nicht wollen weiten von der Wahrheit oder was immer, und die das Evangelium vertalen leiden, und das klar vertalen leiden, dass Jesus nicht ist. Du hast keine Kirche, wo sie können raten. Der einzige Ding, woran sie können raten, ist der Blut Jesus Christus. Sie müssen mal abgeben und proben, gute Worte zu tun und vertrauen, dass Jesus hat alles verbracht für uns. Wenn wir dann wollen verloten und diese Menschen, dann kommt der andere, was sehen die an der Predigt, was sehen die an der Eberschuten, was immer. Und die dann uitspart, kriegt dort nur reden, was wir reden, da will bloß Fan sein. Wenn du irgendwer hast, wo du einen Hunger hast für Verratung, die können, vielleicht wenn das uitspart wird, vielleicht wenn das was immer, vielleicht wenn die bloß zu proben Fragen haben, über was Jana sieht. Wenn Jana der rechte wird hat gebracht, was biblisch sind, und die werden wieder vertalt, wir sollen uns fragen. Wenn das sein Gott seine wird, wird Kraft haben und nicht unser. Und so da können Paulus sich im Gefängnis fragen, und wenn wir denken, das redet nicht von falschen Predigern, wenn Fertigen in Gott sein Wort. Paulus redet ganz klar, wo sei an das Borat, dort die falsche Prediger, das Evangelium predigen. In Galaterbrief, du redest von dass du sind falsche Brüder reingekommen, wo han ein anderes Evangelium gebracht. Du hast kein anderes Evangelium. So es ist nicht, dass Paulus bloß sagt, kijk nou, wat die predigen doen, solange sie Jesus mit annehmen, dat nur Jesus, dat fragt mich. Das ist nicht, ab was die sich freuen. Er freut sich, wenn die sich spotten über das reine Evangelium. Und an das reine Evangelium war wieder geredet. Und am Freitag, wann immer Christus auf alle Weise verkündigt wird, ob wer es uitredet oder ein Wort hat, doorheben, fragt mich, ja, und wo mich auch fragen. So, die Glaubensgeschenk, die kommt durch von Gott hier, die kommt von Gott kennen zu lernen, und die kommt aber auch durch den Heiligen Geist. Und das ist, wo das Evangelium anders ist irdische Weisheit. Wir können uns glauben, das Wort, so sagt sie, das Wort gebüht ab wird, das Wort gebüht hier ab Gott sein wird, aber an irdische Dinge können wir glauben auch abbühen oder durchgehen. Wir können Menschen irgendwas ganz deutlich merken, wo irgendwas schaffen wird, und dann auf einmal klickt die dort und die stimmen damit an. Wir können einmal, als du mitten gestritten, einer glaubt, das würde es das sein, und einer sagt es das. Und dann, wenn wir es genug vertalt von dort, dann sagt der, ja, die was reich, dann würde es dort besser schaffen. Das wo Glauben schaffen das. Aber uns Glauben an Gott ist nicht bloß in Menschenweisheit, das ist nicht bloß in Wird. Du hast noch in Kraft, du hast noch in den Heiligen Geist. Du hast der größte Unterschied zwischen biblischem Glauben und irdischem Glauben.
1. Korinther 2, Vers 9, 2, Vers 4. En meine Rede en meine Predigt wir nicht in übersehende Wert von menschlicher Weisheit, aber im Beweis von dem Heiligen Geist, im Beweis von dem Geist und der Kraft. Omdat jullie Glauben nicht auf menschliche Weisheit besteht, aber auf Gott sein Kraft. So, Gott hat uns einfach das Wort gegeben, dass wir können das Wort lesen, dass wir können das Wort verstehen und dass wir können das Wort glauben. Und Glauben kommt durch Hören und Hören durch die Predigt. Aber du hast noch ein anderes Geschenk nach bei. Ein Büter Geschenk, das ist der Heilige Geist. Das ist der Heilige Geist, wo dann auch noch kommt, uns zum Säuen, da wir Kinder Gottes sein, wollen die Vers auch noch bald sein. 1. Thessaloniker 1, Vers 5. Wird uns Evangelium kein nicht nur jünt im Wort allein, aber auch in der Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. So ist die Weiten, wo wir manchen werden jünt haben. So, die kommen nicht bloß uit Wort allein. Das Evangelium kommt uit Wort Gottes. Aber uns Gewissheit, dass wir weit, dass wir gerat sind, dass wir kein Beruf sein mit uns Radung, die kommt auch durch die Kraft von dem Heiligen Geist. Und besonders am Anfang ist diese Jünger, das Evangelium predigen und die Viren und all Wunder, wo dort noch bewieren, dass Gott die Kirche bestätigen, dass wir Gott seine Kirche, dass wir Gott sein Baum, dass die Viren auf den rechten Streck, viele von was du nie war gepredigt, und einzieht, leidet dort so viel anders, ist, was die dann geglaubt haben. Die werden so sehr falsch an Moses seine Geboten und probieren die Gebote zu holen und die Fasten und all diese Dinge, die Opfer. Dort, was Jesus kein predigen, von daher, das spielt sich so anders. Das wir so anders ist, was wir bei nie geglaubt haben. Das wir nicht anders. Das wir nicht eine andere Religion. Das wir nicht ein anderer Glauben. Das wir eine Erfahrung von was Gott all mit Moses hat angefangen, wir nie erfahrt in Jesus. Viele können das aber nicht so klar sein, weil das Leid so anders, was das Jesus nicht predigen, was Paulus predigen hat und Petrus, das Leid so anders ist, was so wird haben geglaubt. Und so für die, wie du nach der Heilige Geist, wo durch die Gänger viele Wunder hat getan und Kraft hat gewesen, und wir werden da, wo zum Glauben kommen, durch den Heiligen Geist. Durch die Wunder, die der Heilige Geist hat können, durch die Gänger. 1. Thessaloniker 1, das ist für den nächsten Vers. Und je sind unser und der Herr und den Herrn seine Nachfolger geworden und haben dort Wort abgenommen und haben das Wort abgenommen und viel Triebsel mit Frieden von den Heiligen Geist. Die haben das Wort abgenommen und viel Triebsel. Das Wort, das Evangelium so anders ist Dinge, was wir können glauben, was irdisch sind. Ich würde nur reden von Gesundheit und sagen, wo man soll anders eten und was die alles soll tun, dass die würde sich besser fühlen. Und wenn ich mich vertrauen, dann würde ich das tun. Dann würde ich ändern, wo er eten darf oder was immer. Wozu man würde bekommen, als dass die dann sich noch Fuß besser fühlen. So die Frucht, die würde Fuß herankommen. So ich habe etwas gesagt, ich habe etwas deutlich gemerkt, die haben das geglaubt, haben das geändert, wo die leben und was immer, und dann bald, die fühlen sich besser, die was immer. Und so die Frucht kommt durch Fuß mit bei. Mit dem Evangelium, als es Vierten, kriegt anders. Mit dem Evangelium, wenn die wollen, haben irdisch gekickt in ihr Leben, ich habe ein fein Leben. Wir haben feine Freunde. Wir können fein tun mit unserer Familie. Dass wir alle, das spielt sich alle so reich. Nu haben wir das Evangelium angenommen. Nu haben wir Triebsel von jeder Seite. Familie will uns nicht mehr. Freunde gleich mir nicht mehr. Und die einzige Frucht, was die noch kriegen, ist Frieden vom Heiligen Geist. So ich habe keine Gemeinschaft mit so viel Familie, mit so viel Freunden, mit alles. Nu habe ich das nicht mehr.
Nee, en du zijn kolonien, du zijn steden in de wereld, wo wenn du dit aanneemt, wo de woord Gottes reden, wenn du Jezus aanneemt en die bekeerst, en sagst, du weißt, du raad bist, die nemen die Lohn voort. Want merken die woede af, merken vier af, whatever, die doen meer, zoveel dingen, dan naar trieb zo brengen, op die wat te geloven. So de evangelium, du zijn viele gute Nachrichten, die ergens zijn, wanneer ik je een gute Nachricht vertellen, en du wirst doen wat ik zeg, du wirst gute Frucht zijn daarvan. De evangelium verten als dat dein Leben wordt bloos veel ooier wordt. Die wordt niet meer, de grootste onderscheid is, eerst leefst du in angst, du kannst nicht schlupen, wenn die nicht sehen, du wirst bedraagt, du wirst in Angst, du dachtest, wat ben ik gestorben, wo ich dann sein? Dann Luther auf einmal dann von Büten, das bleibt bloß so, na wo kann das Mensch das noch glauben, was ich euch nun? Das Mensch, der hat es so fern. Die wir hoch euch sein in der Kirche, der hat gute Freunde, der hat keinen Fan-Top mit seiner Familie. Und nu heeft hij niks. Mensen reden spot over den. So fern de woorden evangelium hier erdisch, die brengt veel andere vrucht als we willen leven. Krijgt zoals Abraham, als hij werkelijk God gelooft, dan vangt hij een reis aan. Die vangt een reis aan en hij zegt in de stad waar hij nog geen kan je zeggen. Dat is ons geloven. Wanneer we bekeerd zijn, we zijn bekeerd op vertrouwen, op een woord wat we eindig worden zijn. We worden niet in dit leven zijn. Du hast een deel vrucht, een deel dingen wat we in dit leven zijn, een deel zenen, aber vierten Menschen, wat du haben, das Evangelium geglaubt, du es nicht einsehen in dit leven. En dit leven als een bloos triebsel, bloos weidel, bloos schwere tijden, aber doch de holen vast en de einzige oorzaak waarom die danach vasthouden kan, als we dat Heilige Geest wat in het is. Ik weet, als ik me bekeer, dan een deel van mijn familie, die beten over mij, wenn ik zo'n slechter zender werken, ik werk. Aber als ik me schon bekeerd, dan voor meeste van die ik weer te weit gegaan. Ik weer te weit overgeschoten. En we kunnen nog maar denken, een dag dan vond mijn dad me en die dacht ik weer ganz verbisterd. Die dacht ik weer in een groep ben, wat du me ganz verleden deed. En ik weer, in den zin weer brainwashed. En hij zei bloos, ik zal maar ganz alleen de lange route fahren. En wanneer je de route ving, wo keine Lichter zijn, du ganz alleen zal ik me du fahren en van vortig rückkruipen en zo zal ik beten. En God vrouwen is zeker bereid gestreed weer. En dan zei hij, die wordt die wiesen, dat die zo terugkomen. En die mijn dan naar de kerk van waar we kwamen. En zo, ik wilde niet weten, ik dacht, wat helpt dat? Ik weet op wat ik stoe op God zijn woord. Maar hij kon me nog even reden wat ik deed. En ik deed dat. En als ik door beden deed, dan kwam er zo'n Sicherheit über mich und so ein Ruhe, wenn Gott braucht bloß war in mir drehen Gedanken an, wo mein Leben wir und wo das nie ist. Ja, du wirst in deiner Familie, was du nicht gegen mich wären, aber ich weiß, Gott wird nicht gegen mich. Ich weiß, ich habe so ein Frieden in mein Hart, was ich dann nicht habe. Und ich will nicht wollen, dort treten zwischen, zu was ich jetzt habe. Römer 8, 14. Weil es allang, die von Gott sein Geist gelehrt worden, die sind Gott seine Kinder. So, wenn wir wirklich bekehrt sind, dann fängt eine Reise an und der Heilige Geist, der lehrt uns. Und alle, die von Gott sein Geist gelehrt worden, die sind Gott seine Kinder. Weil sie haben nicht einen Sklavensgeist gekriegt, dort sie wahre fürchten, aber sie haben einen Geist von den Kindschaft gekriegt, in dem wir roepen, aber Vater. Ich vertel laatst een beetje van dit. Een ding wat mij zo zou opvallen, wie am Anfang van mijn reis, van mijn geloven, wie bloos dat ik kan me knien en ik kan beden en ik wist
dat God mijn Vader weer. En ik kan hem bloß einmal weiter danken, dat hij mijn God weer en dat hij mijn Vader weer. En dat wir so, ik kan me zo freuen, dat God mij hören kan. En so das wat passiert, wenn wir wirklich den Heiligen Geist haben, dann haben wir einen Frieden, wo wir nicht mehr können, andere Menschen deutlich merken, wo wir können so Sachen sein. Für den nächsten Vers, der Geist selbst gibt uns Geist Zeugnis, dass wir Gott seine Kinder sind. So als ich sehe, viele von das Evangelium, viele von uns glauben, dass das schafft kracht so ist irdische Glauben und ein wat anderes. Das schafft mit Erkenntnis. Das schafft mit, dass wir weiten von Gott. Dass wir mehr lernen von Gott. Dass wir können hören, dass Gott treu ist. Dass er nicht liegen kann. Und dass er, wenn er etwas sagt, er verspricht das. Er hält das, was er verspricht. Je meer we am Kern leren, de meer weit wir, dass wir können an vertrauen. Aber dann hast du noch dit Part, dass Gott sein Geist, ja Zeugnis mit uns Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und dann haben wir einen Frieden, wo die Welt nicht wegnehmen kann. Die Welt kann es nicht wegnehmen, wenn die ans Leben wegnehmen. Und das wo Apollos wie ein Gefängnis. Und er weiß, die kann nichts unter mir. Wenn die mich nach dem Kopf aufhaken, wenn die mein Leben wegnehmen, dann sage ich bloß all du wo ich will sein. Judas Kapitel 1, Vers 3. Geliefde, als ik alle vliet aanwand, jullie te schrijven van onze gemeinsame Radung, wie mir dat wichtig, jullie te schrijven en jullie te ermunen, van den Glauben te kämpfen, der einmal zu der Hölle übergeben worden ist. Der Glauben kämpfen. So das Glauben ist ein Geschenk von Gott. Gott hat uns das Geschenk gegeben und wir haben an Gott sein Wort geglaubt. Wir sind Gott seine Kinder geworden. Wir haben den Heiligen Geist gekriegt, was uns jetzt säuern hat, dass wir Kinder Gottes sind. Nun sollen wir noch über das Glauben kämpfen. Wir sollen bereit sein, zum Striden darüber. Wir sind bereit sein, zum Fetten darüber. Du sind viele, die haben sich in die Kirche gewählt und haben wir nicht sicher in sich selbst, wo die stehen mit Gott. Du hast viele, wo du, wo dit Part erhört sehr schwer wird sein, dass du würdest sagen, für den Glauben anstehen, für den Glauben kämpfen. Wo die würden sagen, abstunden sein, in dit bist du ganz arg. Oder wenn die würden sagen, und da ist es auch möglich, wenn die würden sagen, säuen, dass die Jehovah säuen eine falsche Religion ist. Dass die Katholiken in Dienstnis sind. Dass die Altschnier in Dienstnis sind. Von daher würde es sehr schwer sein, so eine Dinge zu sein, wenn wirklich haben die gewählt irgendwo im Potsdam von der Kirche, wo war ich das sein? Ich wollte es das sein. Rick Warren, ich weiß nicht, den John, das ist ein falscher Lehrer. Rick Warren, der war mal gefragt, in den seine ganze Geschichte von Purpose-Driven Life und Purpose-Driven Church, war dann gefragt, eure Bekehrung. Wo wichtig ist die Bekehrung in das Ola? Dann sagt Rick Warren, ich wollte jetzt das sein. We're all betting on something. We don't all auf etwas warten. Wenn du gambling das, ich weiß nicht, du hast ein Game, wo du am Dash du einen Dollar nummerst, dann haben den Rot, was du drehen hat. Jeder Mensch kann sich wählen, ich will das Stupsel von $10, $10.000 oder was immer, ab das Nummer noch, und dann, wenn du das drehen, wo immer das Nummer fällt, dann gewinnst du. Und das Prediger, der sagt, dass das Evangelium ist krank so. Wir dann alle auf etwas warten. Ich habe mein Geld alle auf Jesus abgelegt, dass Jesus der Wahrheit, die Wahrheit in das Leben ist, aber er könnte vielleicht auch sein. Das ist, was er sagt.
En so de Muslim, die haben op Allah, en de Jehovah zijn aan dat die moeten Jehovah ontropen. En mensen hebben zich alle gewählt, wo die waren, gelten op. Nu waar we zijn, wer je waren wordt. Dit is niet geloven, wat er aan dat. Wenn du das Zeugnis in die hast, dat de Heilige Geist met die Geist heeft gezorgd, dat du een kind Gottes bist, dan weißt du, dat Jezus God is. Dan weißt du, dat Jezus de einzige Weg, de Waarheid in het leven is. Du hast geen andere. Dat is gleich, weil ik war al mijn leven op dit worden, en wenn du dan was op wat onder, dat mir dan doet. Wenn wir schnell weiten, dann do wir uns alle ab, dort ja. Aber dann lopen wir uns nur nicht tag, maar dat die sind anders was haben. No, dat nicht ab Allah warten, nicht ab der Jehovah sein, nicht ab ab Maria, ab der katholische Kirche, nicht ab dort, dat die alle ab Jesus nach, wenn Jesus als der einzige Gewinner, das ist was gewinnt. Dort war der Glauben. Und wenn wir es dort tun, dann tun wir für den Glauben kämpfen. Viele sind passen sehr ab dort. Die sind es ist recht unmöglich, wenn ein Prediger hier oben steht und redet von wer falsch ist und wer nicht ist. Und wenn das ist, das hat zu tun mit, dass du noch nicht sicher bist auf den Glauben. Wenn wir sicher sind auf uns glauben und wir weiten, dass wir haben den Heiligen Geist und dass wir weiten, dass wir sind reich, dann ist es immer unmöglich. Der, der das unmöglich ist, der ist das unmöglich wie ein, well, ich würde schon mal wollen, jene Jehovah sehen reden. Ich glaube, das ist reich, aber auf einmal ist dort, dann rede ich gegen Gott. Das ist nicht Sicherheit. Das ist nicht Wahrheit. Das ist nicht, was Paulus hier predigt hat. Wir sollen siegen und kämpfen und siegen, was wir schnell weiten, wo wir stehen. Und dann werden wir unsere nur Schmerz haben, dass der auch dahin kommt. Der Evangelium, der kämpft auch hier in der Gott sein Wort. Wir als Christen, wir kriegen auch ein Zeugnis von Gott. Der Heilige Geist, der Zeugen mit uns Geist, dass wir Kinder Gottes sind, weil wir stark im Glauben wieder schaffen und Menschen das reine Evangelium mitbringen. Dankeschön.